Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist ein kleines spontanes Video und zwar spielen wir Grid Autosport oder Grind Autosport, aber ich glaube in Deutschem heißt es schon Grid Autosport, keine Ahnung. Und zwar spielen wir eine, wow, jetzt habe ich kein Bild mehr, jetzt ist das Bild wieder da. Wir spielen eine Runde Open Wheels und zwar bin ich hier in der Meisterschaft. Und jetzt komme ich zum ersten Mal zu der Formula A, beziehungsweise hier habe ich noch eine Formula B, aber ich kann jetzt schon die Formula A machen und das machen wir mal zusammen. Ich bin noch nie Formula A gefahren, also vielleicht einmal online und ich weiß, diese Teile sind schon ein bisschen schnell. So, jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir für ein Fahrzeug? Muss ich jetzt schon mal kurz den Ton ausmachen vom Spiel, weil der stört mich ein bisschen. So. So, was nehmen wir für ein Team? Beide in der Fahrermeisterschaft mindestens Platz 10 oder 10. Werde in der Teammeisterschaft mindestens 6. Hier haben wir mindestens 5 in Teammeisterschaft. Schneide in der Teammeisterschaft besser als Gusco Racing. Okay, Gusco Racing ist ja dieses Team. Was haben wir hier? Kleine Fahrzeugeinstellungen, hier gar keine. Da gehen wir zu Oakley, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Oakley Motorsport. Und was haben wir für Rennen? Oh, Hockenheim ist dabei. Circuit Mod Team Blake. Und was haben wir hier noch? Circuit of the Americans. Also der amerikanische Grand Prix ist auch noch dabei. Starten wir mal mit diesem Team. Ich bin zwar in den letzten paar Tagen ein bisschen Grid Autosport wieder gefahren. Jetzt ist aber so, dass ich noch eine Xbox in Anführungszeichen bekommen habe. Ich habe sie nur ausgeliehen, also ausgeliehen, sagt man das in Deutschland? Ausgeliehen? Also ausgeborgt oder ja, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Von einem Kollegen mit Forza Horizon bin ich das ziemlich intensiv am Spielen. Könnte ich eigentlich auch mal was aufnehmen, aber müsste ich, ja, ich bin da mittendrin. Wenn ich die Meisterschaft fertig habe, fehlen noch 5 Rennen oder so. So, Fahrzeugoptimierung oder Fahrzeugtuning. Bremskraft lassen wir mal. Differential gesperrt, behinderte Bodenhaftung, verschlechtertes Kurvenverhalten. So, ich bin ja noch nie gefahren, aber ich kann es mir vorstellen, dass ich die ähnlich fahren wie ein Formula B-Wagen. Und die Formula B-Wagen waren ja so, wenn man ein bisschen Gas gegeben hat in der Kurve, kam der Arsch gleich rum. Wenn es in diesem Fahrzeug genau gleich ist, dann öffnen wir mal das Differential, dass wir ein besseres Kurvenverhalten haben. Antrieb negativ erhöht die Höchstgeschwindigkeit, verringert den Grip in den Kurven. Machen wir auch niedrig. Übersetzung. Die Übersetzung verringert die Beschleunigung, erhöht über die Höchstgeschwindigkeit. Das ist natürlich jetzt Rennstrecken abhängig. Da muss ich überlegen, wie die Strecke aussieht. Die hat zwar schon ein, zwei Geraden drin. Dann lassen wir mal in der Mitte. Hardware verschlechtert, Verhalten im Kurveneingang verbessert, aber die Stabilität. Okay, das lassen wir auch mal in der Mitte. Wir könnten jetzt ein Training und Qualifying fahren, aber ich habe da keinen Bock. Ich will gleich das Rennen fahren. 5 Runden. Okay, fahren wir mal. So. Okay, ja, wir lassen gleich diese... Oh, das ist ein fliegender Start. Okay, das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. So. Oh, da bremst der Typ. Boah, okay. Wow, die sind ein bisschen schneller als ein Formula B-Wagen. Oh! Alter! Das ist ja abnormal schnell. Wow! Oh. Okay. Ich muss mich zuerst mal ein bisschen an das Auto gewöhnen. Das Training wäre doch nicht so schlecht gewesen. Ach du Scheiße. Ja, ich habe natürlich eine verschissene Linie. Boah, das Auto fliegt ja fast vom Hügel. Der Schwierigkeitsgrad weiß ich jetzt selber nicht, ja, aber ich glaube, es ist nicht wahnsinnig hoch. Also ich komme ziemlich einfach durch das Feld durch hier. Ich glaube, das ist ziemlich weit unten. Also leicht ist es nicht, aber vielleicht mittel, kann ich mir vorstellen.
dieses Auto hier vorne, das regt mir ein bisschen auf. Ich bremse jetzt einfach mal so rein. So ein bisschen assi, aber wir sind vorbei. Ja, es fängt noch meine Nase an zu jucken, das ist natürlich noch schlimmer. Wow, 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 wow. Rasen ist böse. So. Oh, Scheiße. Okay, Außenrum. Den haben wir kurz. Oh, da dreht es euch. Okay, es hat uns gedreht. Ich spule schnell kurz ein bisschen zurück. Zwar hier sind wir nicht schlecht dran gewesen. Wir sind viel Gas gegeben. So. Oh. Jetzt habe ich jemanden weggeditscht. Aber halb so wild. Ach du Scheiße, diese Autos gehen echt ab hier. Mal schauen, wie schnell das so ein Teil wird. Oh, ja. Okay. Es wird so schnell, dass man auf dem Tacho schaut und dann 2 Sekunden später schon an der Wand oben klebt. An der Wand klebt. So schnell sind diese Autos. Wow. Okay, wir sind noch auf dem gleichen Platz. Also, es tut mir extrem leid, wenn ich ein bisschen scheiße fahre, aber diese Autos haben Power. Und ich kann verstehen, wieso dass wir 5 Runden fahren, weil sonst wäre das Rennen einfach in einer Minute schon fertig. Boah, okay. Also Formula B bin ich jetzt noch sehr gerne gefahren. Das hatte noch ein angenehmes Tempo. War nicht zu übertrieben, aber das hier ist ja mal... Das ist ja wirklich völlig daneben. Boah, Alter. Wir müssen ja wirklich jeden Bremsbuch genau timen. Ja. Diese scheiß Strafen, die es ja noch gibt hier. Gut, das war ein bisschen... ein bisschen... So, ein bisschen aggressiv gefahren, so. Ja, greife ich noch nicht an. Wow. Gut, jetzt kommt die Gerade, da ziehen sie mir davon. Ich habe ja nicht auf Topspeed aufgebaut, ich habe mehr Kurvenverhalten. So, was haben wir? 335, so etwas. Ui. Ja, wieso bremst du auch einfach ab von mir? So, da ist unsere Nase ein bisschen vorne kaputt gegangen. Das habe ich... Alter! Okay, das war mal ein schöner Überschlag. Also ich bin sehr dankbar, dass Codemaster so ein Zurückspulensystem eingebaut hat hier. Da hat mich schön mal auf das Dach gelegt. Aber ich glaube, das passiert hier noch ein bisschen, also passiert noch schnell hier. Das ist nicht das erste Mal. Ah, das sind ja keine richtigen Formel 1 Autos, ne? Das sind so, die erinnern mich total an dieses Red Bull Auto von Gran Turismo. Ja, okay, hat abgebremst. Okay, 2 Runden, noch einmal darf ich zurückspulen. Leichte Radbeschädigung. Aber wir sind Dritter. So. Die ziehen ja alle links rüber, das ist auch völlig in Ordnung, weil man will ja immer möglichst wenig einlenken, weil Einlenken kostet Geschwindigkeit. So, da gehen wir jetzt mal so frech außen rum. Ja, also ich habe es ein bisschen schwach eingestellt, aber meines Wissens ist auch die KI nicht wahnsinnig stark hier in Grid Autosport. So. Oh. Ui, sorry, das wollte ich jetzt nicht. Die Railstrecke erinnert mich ein bisschen an Brains Heart. Oh, da habe ich, okay. Da bin ich abgehoben. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Krass. Bin ich einfach eiskalt abgeflogen.
Jetzt kann ich nicht mehr zurückspulen. Also wenn ich jetzt einen Fahrfehler mache, dass es mich total in die Wand smasht und dann dass ich einen Totalschaden kassiere. Boah, Alter. Habe ich voll verschissen. So, da habe ich jetzt noch stinkfrech vorbeigezogen. Und jetzt wie esse. So, jetzt einfach nur noch sicher nach Hause fahren, aber so wie ich mich kenne, verhaue ich sie irgendwo noch. Also ich kann mir gut vorstellen. So, die haben jetzt ein bisschen Topspeed. Ui, nein! Da zieht es mich raus. Aber immer noch Erste. Das hat ein bisschen einen Frame-Einbruch hier. Das ist mir auch schon aufgefallen. Also das ist nicht, weil das Video bei euch nicht flüssig läuft, das ist bei mir. Es hat so einen Frame-Einbruch, wenn man... Alter! Alter! Ich wurde gedreht! Ich wurde steinhart gedreht. Habt ihr... Ey, das will ich dann jetzt, ich werde jetzt nebenbei, das will ich in der Wiederholung aufnehmen. Das kann nicht sein. Ich wurde da eiskalt gedreht. Ich wurde eiskalt angeditscht von hinten und habe dabei die Kontrolle über mein Fahrzeug verloren. Eiskalt. Das kann nicht sein. Das war dieser Rick Scott, hat mich gedreht. Rick Scott, der hat mich gedreht. Das schauen wir jetzt in der Wiederholung an. So, also, hier bei der Startziel, erste Kurve, zweite Kurve, da habe ich ihn überholt und ich glaube, da hat der Rick Scott, da hat es nicht verkraftet, dass ich ihn hier so eiskalt überholt habe. Kann man hier die Kamera drehen? Ja, das ist natürlich, ja, hier kann man sie drehen. Hier komme ich so mit einem schönen Drift rum. Und er musste natürlich ein bisschen rausziehen, weil ich habe ein bisschen die Spur geklaut. Er fährt da auch ein bisschen in den Dreck rein. So. Aber dann kam ja der freche Rick Scott und hat mich dann weggedrängt. So. Okay, hier haben wir diese Szene. Da vorne bin ich dann rechts in die Mauer rein. So, hier haben wir Rick Scott. Ne, er ist der linke von mir, der im schwarzen Auto. So. Also, wir sind eben noch rechts, innen auf der Spur und jetzt zieht er so rüber und da, zack, kam es zur Berührung. Habt ihr das gesehen? Er lenkt noch richtig da rein. Er lenkt richtig rein. Er will mich wegdrücken. Also Rick Scott wirklich ein unfairer Fahrer. Und nochmal in der Wiederholung, jetzt lenkt er rein und genau da habe ich es gemerkt und dann automatisch, weil mir das Heck natürlich links rüberzieht, will ich gegenlenken und lenke jetzt rechts erst ein. Und das ist jetzt ein Bruchteil von einer Millisekunde, wo das alles passiert. Hier natürlich keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Rutsche dann in den Rasen. Im Rasen ist natürlich der Grip sofort weg. Keine Chance mehr. Dann kam ja hier noch eine Tafel. Das wird diese hier sein, jawohl. Und die hat mich dann richtig noch weggedrückt. Und dann, ja, was will man machen? Wenn man natürlich so lenkt und danach will man auf diese Seite, kommt natürlich der Arsch mal auf diese Seite und dann macht man nur noch den hier und dann hat man verloren. Und dann knall ich hier zuerst mal in diese Leitplanke hinein, hier, voilà, so, in dieser Weg. Da geht natürlich mein Flügel, also mein Frontflügel geht da komplett flöten. Eieiei. Dann zieht es mich rein in die Strecke, dann kam hier das war der dritte, glaube ich, zweitplatzierte war das, der mich noch frontal erwischt, fährt praktisch unter mich durch und der dreht mich dann noch einmal richtig um meine eigene Achse, 360 Grad Umdrehung, ja fast 720, dann kommt hier natürlich die zweite Leitplanke und man macht es. Zack, da hat es mich natürlich übel erwischt. Und das war eigentlich alles nur wegen Rick Scott. Da kann man nicht sagen, es war Rick Scott. Also ich habe hier meine Linie. Rein theoretisch müsste Rick Scott, wenn er überholen wollte, auf der Spur bleiben. Er zieht aber komischerweise über. Da haben wir wieder das Einlecken von ihm. Ja, das ist wirklich ärgerlich.
ich war super dran, also wir können das mal so von der Ego-Perspektive hier, so, mal laufen lassen. Hier lenke ich ein und dann zack, zack. Also da hat man keine Chance mehr. Was will man dann machen? Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Also das war wirklich Rick Scotts Schuld. Von meiner Ansicht her sollte der Typ disqualifiziert werden. Das geht einfach nicht, ja. Und dann... Gut, ich glaube zwar, wenn mich der Zweite nicht... Ja, nein, das war zu schnell. Also wenn mich der Zweite nicht mehr gerammt hätte, eingeholt hätte ich Rick Scott nicht mehr, weil das war ja die letzte Kurve dann. Also letzte Kurve geht es noch einmal rechts, dann links rum und dann sind wir schon im Ziel. Aber, ja. Gut, jetzt schauen wir uns noch kurz von dieser Kameraperspektive an hier. So. Also hier kommen wir, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine falsche Ansicht. Hier werden wir gedreht, Tafel, Leitplanke, dann, boah, das sah übel aus. Das sah echt übel aus. Ja, und so kann man natürlich nicht mehr Erster werden, dann sind wir, glaube ich, Sechster sind wir noch geworden, ne? Ja, Sechster sind wir geworden. Ja, Sechster. Ja, ist natürlich ärgerlich. Erster Platz wäre drin gewesen, aber so schnell kann das zu Ende sein. Das ist Motorsport, meine Freunde. Das ist leider Motorsport, so geht das mal. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen kurzen Cut, oder beziehungsweise wir beenden diese Folge hier. Kommen wir mal ein bisschen runter. War jetzt eine, ja, sehr hässliche Szene. War nicht schön anzusehen, aber was wir machen, so ist es nun mal. Ja, wie gesagt, dann beende ich mal hier diese Folge. In der nächsten Folge geht es weiter. Muss ich ganz kurz schauen. So geht es nach Hockenheim. Geht's nach Hockenheim? Es geht nach... Es lädt. Es geht nach... Nächstes Event ist in Hockenheim, glaube ich. Es war Hockenheim, bin mir nicht mehr sicher. Ja, Hockenheim. Also, nächstes Event in Hockenheim. Hoffen wir mal, dass wir da irgendwie einen kleinen Rachezug an Rick Scott ausführen können. Dass wir ihn vielleicht auch mal in die Bande drücken oder sonst irgendwas machen. Mal schauen, meine Freunde, mal schauen. Wenn es euch jedenfalls gefallen hat, dann drückt doch den Daumen hoch nach oben und den Daumen nach oben. Und dann, ja, wenn es euch gefallen hat, ja, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Das heißt im nächsten Rennen. Und ja, sonst sehen wir uns auch in einem anderen Video wieder, wenn ihr wollt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao!